Servus, grüß euch, habe die Ehre. Endlich kann ich das Unboxing-Video machen. Endlich mache ich das Unboxing-Video. Und zwar habe ich jetzt hier 2 Pakete liegen. Eins vom lieben Christian Limanski. Mit dem haben wir uns vor einigen Monaten getroffen und haben ein Fan-Video gemacht über den Uwe Roglowski Podrock, den ganzen Podrocker. Da hat er mal ein Paket zukommen lassen. Und dann habe ich noch vom Ehrenwerten ein Paket bekommen. Das war gestern Abend. Habe ich total gefreut. Und ich würde euch gerne mitnehmen und wir schauen zusammen rein, was in den Paketen drin ist. Also wenn ihr Lust habt, können wir ein cooles Unboxing-Video machen. Also das erste Paket ist wie gesagt von Christian in einem wunderschönen Karton. Also Christian, toll, Schmetterlinge, rosa Blumen, genau das, auf was ich stehe. Ich habe das schon aufgemacht und ich würde jetzt einfach mal die Sachen rausholen und vielleicht erkennt der eine oder andere auch schon ein paar Sachen. Das hier zum Beispiel habe ich schon mal benutzt, absolut cool. Vor allem der legendäre Kochlöffel und Uwe sein Mikrofon und sein Disclaimer-Esel. Das kommt bei mir 100% nur öfters zum Einsatz. Also finde ich klasse. Habe ich sehr dumm geschaut. Dann war noch ein schöner Brief dabei. Seht ihr? Und nachdem mir das total gefallen hat, würde ich euch den Brief vorlesen. Servus zusammen. Für die Umverpackung bitte ich um Verzeihung. Das Design entspricht überhaupt nicht meinem Geschmack, war aber nichts anderes mehr da. Da Durst schlimmer als jeder Zweikampf ist, habe ich noch etwas für die Durchnässung der Kehle beigelegt, um auch einer möglichen Unterhopferung vorzubeugen. Unterhopferung ist schlimm. Im weißen Papierkrepp ist noch ein großes Bierglas eingewickelt. Bitte aufpassen, da liegt noch mehr drin als nur Medizin. Wie ich dir schon beim letzten Mal mitgeteilt habe, wird bei uns Bier nach Körpergröße eingeschenkt. Stimmt, schaut euch das Video an, ich verlinke das von dem Fan-Treffen, dann wisst ihr, glaube ich, mehr Bescheid, was der Christian hier meint. DAB wird auch Dortmunder Arbeiterbier genannt. Gucken, da war nämlich auch eine, schaut's her, Dortmunder Aktienbrauerei, Pilsener. 0,5 Liter, 4,8 Promille. Wow. Stellen wir mal auf die Seite hier. Dann geht's hier weiter. Damit dir der Genuss möglichst angenehm bleibt, habe ich bei dem dazugehörigen Bierglas auch auf die richtige Glasgröße geachtet. Ja, so sind wir die Dortmunder. Immer auf das Wohl unserer Mitmenschen bedacht. Da haben die Preußen und die Bayern, also die Dortmunder, die Bottler, was gemeinsam mit den Bayern. Der Esel sowie der Kochlöffel, Mikrofonhalter, den haben wir hier, sind auch Original-Filmrequisit aus dem Shop des Ehrenwerten beigelegt. Original-Requisiten vom Eurocastle. Grüße aus dem Pott und Glück auf, der Christian. So, lieber Christian, jetzt muss ich gleich mal ein Hühnchen mit dir rupfen. Und zwar, jetzt wenn ihr euch fragt, was das soll, der Christian, also die Dani macht ja Rehkitzrettung und hat einen eingetragenen Verein gegründet, der seit gestern sogar gemeinnützig anerkannt ist. Also wir können jetzt Spendenquittungen ausstellen. War ein Riesenkampf beim Finanzamt. Und ich möchte mich an der Stelle von der Bavaria Dani ganz herzlich für die große Spende bedanken. Also wir haben wirklich sehr, sehr dumm geschaut. Und vielen Dank, Christian Limanski, dass du unser Projekt von der Rehkitzrettung so toll unterstützt hast. Also wir waren wirklich sprachlos. Ich blende auch unten mal den Link ein, beziehungsweise setzt den in die Beschreibung. Dann könnt ihr schauen, wie weit wir von dem Ziel schon entfernt sind. Wir haben da auch ein eigenes Konto gegründet, wo das alles drauf bezahlt wird, damit das Jahr transparent bleibt. Auf alle Fälle vielen Dank an der Stelle, Christian.
Das rollbare Intro. Aus dem Fanvideo. Original. Mit Unterschriften. Und Christian, ich weiß, wo das noch hinkommt. Irre. Ha, genau. Wird der Christian geschrieben, Biergläser nach Körpergröße. Ja. Vielleicht fällt euch jetzt was auf. Aber ich bin schon belehrt worden, das nennt man ein Stößchen. Klasse. Gibt's für uns in Bayern nicht, sowas haben wir uns in Bayern Schnapsgläser. Hier haben wir Potz Landbier. Mit 4 Malzsorten. Warte, das war jetzt nicht auf. Das schaut zerbrechlich aus. Ah, das Bierglas hast du gemeint. Mal ist das gemein. Es ist ja... Das ist, ja, also jetzt bin ich komplett raus. Sagt die Dani zu mir, wie viel Bier hast du denn gestern getrunken? Ja, 10 Gläser voll. Also die Gläser kriegen einen Ehrenplatz. Also die Verpackung ist wirklich sehr schön geworden. Sehr schön, Christian. Vielen, vielen Dank dafür. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und glaub mir, da kommt noch was zurück. Und jetzt kommen wir zum zweiten Paket. Es ist gestern gekommen, da ist Dani extra noch schon losgefahren und hat das von der Packstation geholt. Der Absender ist der ehrenwerte Jurock aus Duisburg. Der Empfänger ist der Mountain Man aus Traunstein. Also der Mountain Man, der bleibt mal. Und noch gar nicht auf dem Berg. Am Berg. Ja, nicht im Amberg, sondern am Berg. Ich habe das gestern so aufgeschnitten. Das Witzige ist, das ist das gleiche Paket, was ich in Uwe geschickt habe. Genau das gleiche. Bloß ich war halt richtig fies. Ich habe es ihm komplett mit Panzertape eingewickelt. So. Hier. Das Paket. Ui. Ui, also das ist bummvoll. Das ist bummvoll. Ich habe mir nie gedacht, dass ich Pakete kriege. Ich finde das so cool. Mich freut es. Das ist wie Weihnachten. Wirklich. Hier haben wir Duisburg. Das glaube ich kenne ich. Den Uwe schon fotografiert. Das kenne ich auch. Das kenne ich auch von Juster Schmidt von den Drohnenvideos. Da macht er so, macht er oft einmal Versuche. Dunkeln. Ihr seid ja bestimmt schon über den Weg gelaufen, wisst es gar nicht. Das kenne ich nicht. Es grüßt der ehrenwerte Jurock. Mountain Man irgendwo hinter den 7 Bergen. Vorsicht, es wird auch Altbier getrunken. Prost. Dem Ruhrpott seine eisernen Regeln. Maloche wird hier groß geschrieben. Maloche kenne ich sogar im Ausdruck. Zweitens entweder blau-weiß oder schwarz-gelb. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Blau-weiß ist Bayern, schwarz-gelb ist die alte Fahne von Österreich. Achso, also entweder seid ihr für Österreicher oder für Bayern. Ich schätze mir, das hat nichts mit Fußball zu tun. Ne? Drittens, rot-weiß nur bei Currywurst. Ja, also wenn ich mal hochkomme, Currywurst. In Berlin war Currywurst. Hamburg Currywurst. Bis jetzt war die Currywurst irgendwie in Berlin am besten. Dann viertens, Pilsken. Alles andere ist Plöre. Pilzchen? Plöre kenne ich. Fünftens, Zechen heißt hier nicht nur saufen. Das weiß ich. Ja klar, die Zeche. Bergbau, das, so schlau war es. Und sechstens, hat mir am besten gefallen, ist wahrscheinlich echt ein Horror. A40 nur, wenn du Zeit hast. Das hänge ich mir irgendwo hin. Nicht hier hin? Sollen wir das hier hinhängen? Dann kann man das im Livestream. Wird das hier hinhängen? Ja, Chocolate, das machen wir. Sehr ordentlich, Uwe. 2 Zettel, schön mit Büroklammer. Voll man. Die Schrift spricht einfacher. Da ist einfach der Künstler dahinter. Sehr geehrte Familie Sky Pixels, insbesondere Mountain Man. Und wenn die Dani wieder hört, lacht sie sich kaputt. Anbei sende ich Ihnen voller Ehrfurcht und etwas Mitleid
eine kleine Auswahl an traditionellen Gebräu der hiesigen Ländereien und etwas Exotischen einer nahen Insel. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen mundet und zu Wohlbefinden führen wird. Da es sich um sehr wertvolle Flüssigkeiten handelt, bitte ich um äußerste Vorsicht und empfehle einen respektvollen Umgang mit der Ware. Zum einen handelt es sich um das König der Biere, seit 1858 gebraut, vor den Toren des Jura Castles. Mit diesem Bier könnt ihr euch endlich wie ein König oder eine Königin fühlen. Des Weiteren habe ich als Gegensatz dazu ein dunkles Gebräu aus Issum vom Niederrhein für euch ausgewählt, das eine ebenso lange Tradition besitzt und seit 1878 durch unzählige Kehlen geflossen ist. Der dunklen Farbe werden heilende Kräfte nachgesagt. Aus Erfahrung kann ich bestätigen, dass nach mehreren Fässern alle Schmerzen verschwinden. Ja, super. Das gefällt mir. Kann aber im bayerischen Bier auch passieren, ja? Bloß das bayerische Bier hat die Nachwirkung, dass am nächsten Tag dann noch mehr wehtut. Zu guter Letzt habe ich noch eine kleine Überraschung einer nahen Insel für euch. Der Soldat unter den Bieren, der Trooper. Ich befürchte Schlimmes. Er kämpft bis zum Schluss an eurer Seite und verleiht euch unglaubliche Kräfte im Kampf gegen das Böse. Es gibt sogar die passende Musik zu diesem Bier, um das Fest abzurunden. Nun feiert mit mir zusammen und trinkt auf mein Wohl, während ich das Gleiche für euch zelebrieren werde. Hochachtungsvoll, der ehrenwerte Jura Castle, Oktober 2023. Dazu muss ich sagen, ich habe an Uwe bayerisches Bier geschickt und er hat gesagt, zur Jubiläumssendung macht er das im Livestream auf. Und genauso werde ich es auch halten. Der ist jetzt, glaube ich, in der Woche. Ich will euch die Beschreibung unten reintun, wenn ihr mit dabei sein wollt. Dann stoßen wir zusammen an, Uwe. Ja, ist ja Wahnsinn. Ach Gott, mit äußerster Vorsicht hat's geheißen. Was ist denn das für eine riesen Noppenfolie? Ja, das habe ich noch nie gesehen. Verrückt. Oh, 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 oh. Ein Diebesalt. Seit 1878. Das Lustige ist, das Diebesalt kenne ich sogar, weil ich war da oben auch schon im Eck. Aber da waren die Flaschen kleiner und die Gläschen kleiner. Ich glaube, für das Bier brauche ich wieder die Gläschen vom Christian. Diebesalt, und was ich auch gern getrunken habe, war Schlösseralt. Also Altbier und Frühkölsch. Das war Flasche mit Weiß-Rot. Aber was ist in dem Brief gestanden? Weiß-Rot nur bei Currywurst. Also eure Regeln sind jetzt auch nicht so durchschaubar. Vielen Dank, ja. Du bist alt. Und das knackt man bei deiner Jubiläumssendung, wenn es überlebt bis dahin. Die Noppenfolie fasziniert mich voll, gell? Was haben wir hier? König Pilsener. Verwechsel ich jetzt das mit Warsteiner? Königin der Biere? König Pilsner? Ich glaube, das verwechsel ich jetzt, gell? Nach dem Reinheitsgebot von 1516. Nach dem bayerischen Reinheitsgebot? Das schaut auch gut aus. Und was mich wundert, auch eine 0,5 Liter Flasche. Ihr habt ja doch anständige Maße da oben. 4,9. Ich glaube, die Jubiläumssendung wird lustig. Danke dir. Die wird, glaube ich, lustig. Oh. Die Noppenfolie gefällt mir ja super. Ja, das ist eine Noppenfolie, da. Siehst du, das? Oh, das. Muss ich jetzt mal hier hinlegen. Schaut aber diese Noppenfolie an. Das sind ja Riesennoppen. Hast du das aus dem Erotikladen geklaut oder was macht man mit sowas? Keine Ahnung. Das kriegt dann später der Jonas, da kann er weiter drücken. So, schauen wir hier rein. Zugeklebt. Nee. Bist du deppert?
Ich habe das Bier bei uns noch nie zum Kaufen gesehen. Trooper. Premium British Beer. 4,7%. Created by Iron Maiden. Hammer. Also Uwe, das kann ich gar nicht trinken, ganz ehrlich. Ist zwar haltbar bis zum 31.05., also ein halbes Jahr noch, gutes halbes Jahr. Aber das kann ich nicht trinken. Nee. Charged with Flavor. Also da bin ich richtig stolz drauf. Ihr müsst wissen, der Uwe ist absoluter Iron Maiden Fan. Ist auch so meine Musikrichtung. Vielen Dank. Also das kann ich nicht trinken. Das kommt, es kriegt einen extra Platz. Vielleicht auch hier. Wie beim Zauberschwein. Muss ich mal schauen. Du hast aber sehr, sehr schön gemacht. Das ist sehr schön gemacht. So, also. Möchte mich nochmal bedanken, ja? Beim Christian Limanski. Beim Uwe. Den ehrenwerten Jurok. Und glaubt's mir's. Mir ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, ja? Also ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Unboxing. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt. Mir hat das total gefreut. Total gefreut. Aufgeregt wie ein kleines Kind.